Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, erstmal Servus an alle auf YouTube, an alle, die das vielleicht als Podcast über Spotify, Amazon oder sonst wie hören. Ich bin fertig. Ich bin einfach gerade fertig. Fertig mit den Nerven, emotional am Ende. Ja, ich bin so ein bisschen der Thomas Müller gerade, der auch so ein bisschen sprachlos war nach dem Spiel. Ja, wir sind deutscher Meister, Leute. Wir sind deutscher Meister. Deutscher Meister 2023 zum 11. Mal in Folge. Und das hatte schon Züge von 2001. Das hat mich ja, nicht ganz so mitgenommen emotional, aber es hat mich schon extrem mitgenommen emotional. Also ich hatte ein Auf und Ab. Ich kann euch da mal ein bisschen mitnehmen, aber erstmal Prost auf den deutschen Meister. Ich freue mich riesig. Ich bin auch gerade eskaliert beim 2-1. Aber ich kann es gerade nicht wirklich zeigen, Leute. Wie gesagt, ich bin emotional gerade so, ne? Und ja, man darf auch nicht vergessen, was das für eine Saison ist, ja, oder war jetzt. Aber wir sind deutscher Meister, das verdient. Wenn wir nach 34 Spieltagen oben stehen, sind wir verdient deutscher Meister. Punkt. Ja, auch wenn es punktgleich mit dem BVB ist und wegen irgendwie 15 Tordifferenz mehr oder sowas. Völlig scheißegal am Ende. Ja, da bleibe ich bei, das ist meine Meinung, wenn er 34 Spieltagen oben steht, ist verdient deutscher Meister. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, das Video damit zu beginnen, den Dortmundern zu gratulieren und dann auch gleich hinterher zu schieben, dass ich es ihnen auch nicht wirklich gönne, wenn sie zu Hause gegen Mainz nicht gewinnen, dann ja, sie wären trotzdem verdient deutscher Meister, weil sie dann vor uns gestanden hätten, aber gegönnt hätte ich es ihnen dann auch nicht wirklich. Ja, muss ich mal auch mal klar sagen. Eigentlich kann man es keinen von den beiden gönnen, man kann es den Dortmundern nicht gönnen, man kann es uns nicht gönnen, aber einer von den beiden musste deutscher Meister werden, notgedrungen. Ja, wir wurden ja quasi zum Titel gezwungen, quasi. Ist ja. Also wenn man die Saison ein bisschen Revue passieren lässt, gerade so die letzten 10 Spieltage oder sowas, seitdem der Tuchel da ist. Alto Belli, ich habe noch nie so eine schlechte Bayern-Mannschaft gesehen. Und ja, auch solche Spiele, so ein Chaos einfach, also wild. Und ich hätte das niemals gedacht, niemals. Ja. Also erstmal auch Chapeau an Mainz. Ich hätte das Mainz nicht zugetraut, dass die da 110% geben in Dortmund. Ich habe nichts gesehen von Dortmund, außer in der Halbzeit, was sie eingespielt hatten. Dass die Dortmunder noch einen Elfmeter verschossen hatten. Hätte ich nicht mit gedacht. Ich habe es ja in dem anderen Video gesagt, ich hätte gedacht, Dortmund ist nach 20 Minuten 2-0, das Thema ist durch. Warum, wieso, weshalb, I don't know, ist mir am Ende des Tages auch scheißegal, sag ich euch, wie es ist. Ich habe davon nichts gesehen, ich kann das nicht beurteilen. Wenn ich nur aufs Ergebnis gucke, würde ich sagen, der Druck war zu groß. Ja, halt einfach das Drumherum, dass man schon eine Woche vorher angefangen hat zu feiern in ganz Dortmund, dass die ganzen Erfolgsfans von was weiß ich woher nach Dortmund kommen, keine Hotels mehr verfügbar waren, dass man extra mehr Bier gebraut hat, dass man einen Borsigplatz reserviert hat und hast ihn nicht gesehen und gemacht und getan. Und dann sieht man halt, was Druck mit jemandem machen kann. Ja. Das wäre jetzt meine Erklärung aus der Ferne. Schreibt mir gerne, guckt mir ein paar Dortmunder eventuell zu, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich kann nur sagen, wie ich es aus der Ferne sehe. Wie gesagt, ich habe nichts gesehen. Vielleicht hat Dortmund auch irgendwie 40 Torschüsse gehabt oder sonst was. I don't know, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie einfach Pech gehabt, ich weiß es nicht. Aber wenn man erst in der 90. oder so das 2-2 macht, wo ich uns schon auf Schalker Faden habe wandeln sehen. Ja, deswegen sage ich ja, ich bin gerade emotional am Boden. Dass man dann auf einmal losgesprintet ist und gefeiert hat und in dem Moment kommt das 2-2 rein und das Spiel läuft noch in Dortmund. Habe ich uns schon wie die Schalker gesehen, der 2-Minuten-Meister. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Ich kann es nicht anders beschreiben gerade. Ich weiß auch gerade gar nicht, in welche Richtung hier dieses Video
oder der Podcast gehen soll. Weil wenn ich jetzt anfange, über das Spiel zu reden, dann wird's der Sache nicht gerecht. Ja, das war keine Meisterleistung. Das war noch nicht mal irgendwie eine internationale Klasseleistung. Weder von der Mannschaft noch vom Trainer. Ja, vom Trainer erst gar nicht. Ich habe schon Worte im Kopf gehabt, wie der Tuchel ist absolut der falsche Trainer. Also was der da heute ausgewechselt hat, ja, wirklich so. Am Ende des Tages spielt das alles keine Rolle, weil Jamal das Ding gemacht hat. Es hätte auch nur er oder Tell machen können. Alle anderen, ja gut, vielleicht der Schupo noch, aber alle anderen hätten da heute auch nichts auf die Kette gekriegt, dass da wieder die Spieler teilweise 90 Minuten auf dem Platz standen. Unterirdisch, wirklich unterirdisch teilweise. Ja, ich hadere gerade ein bisschen mit mir. Ihr merkt vielleicht, ob ich da auf das Spiel jetzt eingehen soll oder nicht. Ja, am Ende ist es wurscht. Am Ende sind wir nach 34 Spieltagen deutscher Meister. Wir können sämtliche Spiele davor vergessen. Aber fairerweise muss man sagen, dass das auch nicht der Anspruch ist. Ja? Und ich denke mal, sofern die Berichte stimmen, wovon wir jetzt erstmal ausgehen, sieht es ja so aus, dass Olli und Brazzo weg sind. Beim Olli war das schon klar, wo angeblich er mit Grippe da nicht vor Ort sein konnte. Da war schon klar, der wird schon die Info bekommen haben, dass er nicht nächste Saison nicht mehr antreten braucht. Daran sieht man, dass Anspruch und Wirklichkeit da weit auseinander waren oder sind. Und dass da wieder ein anderer Geist in den Verein rein muss. Ja, ganz klare Geschichte, da müssen wir nicht drum herum reden. Das wird auch dieser Meistertitel jetzt nicht schön. Dass dieser Meistertitel konnte auch wirklich nur so zustande kommen, wie er heute zustande gekommen ist. Ganz ehrlich, es ging nicht anders. Ja, also I don't know. Erste Halbzeit hatte man, gehen wir mal aufs Spiel ein, Gehört dazu, wir haben 34 Spieltage. Versuchen wir mal den Kopf ein bisschen frei zu kriegen und gehen wir aufs Spiel ein. Gut. So, Anfangsphase fand ich in Ordnung. Wir haben wieder nicht stark gespielt oder richtig gut oder sowas, ähnlich wie Leipzig. Wir haben mal eine gute Anfangsphase gehabt, eine gute halbe Stunde, wie ich fand. Natürlich bedingt durch das Tor durch Coman und natürlich war das auch das richtige Zeichen, das nach Dortmund zu senden. Wenn es lange 0-0 gestanden hätte oder sowas, hätte das auch ein ganz anderes Zeichen gesendet. So hat das nochmal richtig Druck ausgeübt, definitiv, bin ich mir sicher. Das Tor war eine Einzelleistung, ja, und mal alle Kritiker, die mich ja oft genug in den Kommentaren kritisiert haben, warum ich Coman immer besser sehe wie Sané und Gnabry, genau deswegen. Ja, genau deswegen. War heute bärenstark. Das war auch die Auswechslung, die ich schon nicht verstanden habe, wo ich schon fast eskaliert bin. Hat geackert, hat gemacht, hat versucht, hat alles das gemacht, was ein Gnabry gar nicht gemacht hat. Ein Gnabry war heute wieder, ja, hätte an der Seitenlinie hinstellen können. Ja, ich weiß, er hat dann den 2-Meter-Pass gespielt auf Jamal, der dann am Ende des Tages das 2:1 gemacht hat. Aber wenn das ein Maßstab ist für Gnabry, dann Halleluja. Ja, also Gnabry war unterirdisch schlecht. Aber zurück zum Spiel. Man hatte schon so die erste halbe Stunde das Gefühl, ja, wir haben es im Griff. Ja. Aber dann ging's wieder los. Ja, es ging dann schon so die letzten 5 bis 7 Minuten erste Halbzeit ging schon los, du hast gemerkt. Köln kommt besser rein. Mats Rui hat sich richtig schwer getan, auf links da irgendwelche Zweikämpfe mal ordentlich zu führen. Kimmich war heute ein bisschen besser positioniert, zumindest die erste halbe Stunde. Danach war er auch wieder wie ein Huhn ohne Kopf. War teilweise, habe ich mich gefragt, warum er ist der Einzige, der auf einmal anfängt zu pressen. Und vorne am 16er von Köln steht, alleine gegen 4 Leute. Und die komplette Mitte ist auf. Ja, also, das war nur eine Szene. Auch sonst wieder nach hinten. Hör mir auf. Aber wie gesagt, wir sind deutscher Meister. Ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. So richtig. Das wird auch noch 1-2 Tage brauchen, bis das bei mir im Schädel richtig ankommt, dass das wirklich so ist. Aufgrund dieser letzten Leistung, die wir gezeigt haben. Zweite Halbzeit war dann nur noch
Ja, ein Hoffen und Beten. Anders kann man es nicht bezeichnen. Ja, wir haben nach vorne gar nichts mehr gemacht. Haben wir aber schon nach der Coman-Geschichte, gut, da hatten wir noch den Kopfball von Müller an den Pfosten, ja. Dann das Tor vom Sané. Sané hat 2-3 Mal wirklich gut angezogen nach vorne. Ansonsten war Sané auch unterirdisch schlecht. Weiß ich nicht, auch seine Körpersprache wieder, hängender Kopf und abwinken und stehen bleiben und Alter, ich bin richtig ausgerastet am Fernseher, was teilweise die Spieler für eine Einstellung hatten, wo es um die deutsche Meisterschaft ging, ja. Nach dem 1-1 dasselbe. Also erstmal, zweite Halbzeit hat nur noch Köln gespielt, ja. Nur noch. Ja, wir haben es ganz gut, einigermaßen gut gemacht. Upa hat sehr gut nach vorne verteidigt teilweise. De Ligt hat viel rausgerissen. Erste Halbzeit hat Gravenberg viel die linke Defensivseite mit zugemacht, hat dann Mazrui irgendwie ersetzt oder unterstützt, wie immer man das sehen möchte. Aber wir haben gar nicht versucht, aufs zweite Tor zu spielen. Dann kamen noch die Wechsel, die das Zeichen gegeben haben, yo, wir stellen uns nur noch hinten rein. Da habe ich mich gefragt, was der Tuchel bei uns als Trainer sucht. Sage ich euch ganz ehrlich. Also ich verstehe es nicht, wie man Müller rausnehmen kann, wie man Gnabry auf den Platz lassen kann, wie man Sané auf den Platz lassen kann. Auch ein Kimmich, der auch nicht besser war, wie ein Gravenberg irgendwie und dann Goretzka bringt und dann Cancelo, der gar nicht von Anfang an gespielt hat. Für mich völlig unverständlich. Also Mazrui war jetzt nicht so stark auf der linken Seite. Ganz im Gegenteil, zwischenzeitlich sehr unsicher, ansonsten relativ wenig im Spiel eingebunden, gut viel ignoriert von der eigenen Mannschaft. War schon mal so das Erste, was ich nicht verstanden habe. Dann das Argument vorm Spiel zu bringen, ja, er hat die letzten Spiele immer gespielt. Deswegen nehme ich ihn jetzt raus. Er war gegen Leipzig der beste Mann in der ersten Halbzeit, deswegen nehme ich ihn jetzt raus. Alter, das war schon so ein Argument. Und wer das Argument pro Gnabry, I don't know. Ja, wie gesagt, ich hätte ihn auch aufgestellt, habe ich ja gesagt, im Taktikfuchs. Hätte ich genauso gemacht, ich hätte ihn aber zur Halbzeit rausgenommen. Alter, das war unterirdisch. Das war schon wieder, das grenzt schon wieder an Arbeitsverweigerung, ja. Und ja, wild. Wie gesagt, zweite Halbzeit, nach dem 1:1 dann hat man nicht das Gefühl gehabt, dass weder jemand möchte. Ja, wir haben trotzdem weiterhin hinten rumgespielt, quer gespielt. Ich habe da in der Phase extra mal auf den Kimmich geachtet. Ich habe schon, wie gesagt, meine Worte schon im Schädel gehabt. Dass ich mich hier hingesetzt hätte und hätte gesagt, jo, ich habe recht gehabt, es hätte mir in der Seele wehgetan. Ja. Ich bin, wie gesagt, völlig eskaliert, wo Jamal das Tor gemacht hat. Die Einwechslung fand ich dann völlig gerechtfertigt. Dass man dann Goretzka wieder rausgenommen hat, denke ich, zeigt den Stellenwert eines Goretzkas. Ja, ich denke, er wird sich seine Gedanken machen, wa? Weil man hätte zu der Zeit halt auch Kimmich, sonst wen rausnehmen können, ja, und einen Leon drauflassen können. Also. Aber gut, war halt so, war am Ende des Tages die richtige Entscheidung. Jamal hat das Ding gemacht, auch durch eine Einzelaktion. Das ist auch das Einzige, was wir heute gemacht haben. Wir haben 2 Spieler mit einer guten Einzelaktion gehabt. Fairerweise muss man sagen, Sané hat 2-3 Mal gut angezogen. Der Kopfball von Müller, das war alles, was wir hatten. Also das war keine Leistung, wo man sich da hinstellt und sagt, jo, wir sind jetzt aber verdient Meister geworden aufgrund dieser Leistung und die Leistung der letzten Wochen. Deswegen fällt es so ein bisschen schwer, das Ganze zu realisieren. Habe ich ja gerade schon gesagt. Wild. Gut. Der Vollständigkeit halber, Blick in die Statistiken. Ballbesitz 53% zu 47. Abseitsstellung 0-2, Fouls 10-8, gewonnene Zweikämpfe 47 oder 48-52. Schüsse aufs Tor 2-4, daran sieht man das schon, ja, das habe ich sogar noch gut zusammengefasst, ja. Passt also, was ich gesagt habe. Schüsse insgesamt 8-12. Ich glaube, wir haben selten so wenig Schüsse insgesamt gehabt. Ecken 7-3, auch selten so wenig Ecken. Angekommene Pässe 418, Flanken 19-5. Also da seht ihr, unsere Offensivbemühungen waren schon schwierig. Schüsse insgesamt, Coman 1, Sané 1, Gnabry 1, Torschussvorlagen, Sané 1, Gnabry 1. Das ist ein Witz, dass Gnabry das als Assist kriegt, was Jamal da gemacht hat, aber so ist es. Upa 9, Zweikämpfe gewonnen, ja.
Wie gesagt, Opa hat sehr stark nach vorne verteidigt, ja. Zweiter Sané, dritter De Ligt. Ja, wie gesagt, Sané hat nach vorne gut angezogen, 2-3 Mal, hat er wirklich gut gemacht. Ballkontakte 95 Opa, 84 Kimmich, 80 De Ligt. Ja, gut. Würde ich sagen, gehen wir direkt die Spieler durch, bevor ich nochmal irgendwie allgemein ein bisschen was erzähle. Sommer, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, es war teilweise schon wieder schwierig. Ja. Ich hatte zwischenzeitlich schon wieder das große Zittern, sage ich euch ganz ehrlich. Wild, wirklich wild, den da hinten anzuspielen, fühlt sich manchmal an. 2-3 Mal haarscharf Glück gehabt mit seinen Dingern, die er dann wieder zum Mitspieler gespielt hat. Einmal da das Ding völlig versemmelt. Dann ja, beim Elfmeter habe ich einen Torwart keine Dinge zu machen, aber es wäre mal schön, wenn man wenigstens mal sagt, jo, man hat wenigstens mal die richtige Ecke irgendwie oder sowas. Aber gut. Am Ende des Tages wurscht. War eine durchschnittliche Leistung, die wir eine Note 3 geben. Opa würde ich eine Note 2 geben. Auch aufgrund gerade der Zweikämpfe. Wie gesagt, hat sehr gut nach vorne wegverteidigt. Hat aber auch wieder 1-2 Wackler drin gehabt, aber jetzt nicht so richtig starke Wackler. Wie gesagt, das in der Dreierkette, so wie ich es in Taktikfuchs gemacht hätte, glaube ich, richtig gut funktioniert. Man hat es heute gesehen, wie Opa halt so nach vorne verteidigt. Pavard hat's gut gemacht, würde ich bei einer 3 sehen. De Ligt würde ich auch bei einer 3 sehen. Man jetzt alle nicht überragend, aber alle souverän. Ja, das Gegentor, Leute, man sich nichts vor, es war wieder ein Elfmeter. Der 10. Elfmeter die Saison gegen uns. Ich weiß nicht, wie viele davon Handelfmeter waren. Das sagt schon alles aus. Komme ich aber gleich noch zu. Mazraoui, ja, eine 3-. Wie gesagt, erste Halbzeit war nicht wirklich eingebunden in unser Spiel, wurde oft ignoriert von den Mitspielern. Ansonsten auch nicht wirklich auf der Position, ja. Das Argument war ja, er ist ein bisschen defensiver wie ein Cancelo, habe ich nicht gesehen. Ja, da war mehr ein Gravenberch, der da hinten die Dinger zugemacht hat wie er. Weiß ich nicht. Zweite Halbzeit, ja, dann war er irgendwie rechtes Mittelfeld oder was, weil Pavard ja immer noch Rechtsverteidiger war, habe ich auch nicht ganz verstanden. Da hast du gar nichts mehr von ihm gesehen. I don't know, da war irgendwie Formation, gab's da nicht mehr auf dem Platz. Fragt mich nicht. King will ich eine 2 geben. Auswechslung habe ich absolut nicht verstanden. Für mich völliger Schwachsinn, den besten Offensiven da rauszunehmen. Ja, Sané war ein bisschen auffälliger mit seinen 2-3 Mal Ansprinten, wo er die Räume hatte. Und Sané, fairerweise muss man es auch sagen, hat auch 2-3 Mal wirklich gut mit nach hinten gearbeitet. Aber ansonsten hat er so oft wieder abgeschenkt, ist stehen geblieben, Körpersprache war nicht da. Also das muss er sich echt abgewöhnen, Alter. Er kann so ein guter Fußballer sein, wenn er einfach mal seine scheiß Körpersprache ein bisschen ändert. Also das ist grausam, ja, wirklich grausam. Wie gesagt, Coman sehe ich bei einer 2, Kimmich sehe ich bei einer 3. Ja, war heute nicht ganz so schlecht. Wie gesagt, hat mal so 30, 35 Minuten seine Position gehalten. Das hat mir ganz gut gefallen. Und hat heute zum allerersten Mal habe ich heute gesehen, dass ein Kimmich angespielt wurde. Er Druck bekommen hat und hat den Ball nach vorne gespielt. Zwar blind, der kam auch nicht genau an, ne, aber er hat ihn mal nach vorne gespielt. Und nicht nach hinten oder quer. Ansonsten, das war auch nur einmal. Ansonsten das typische Kimmich-Spiel, nach vorne war gar nichts zu sehen. Wie gesagt, 2-3 Mal wieder wild da rumgerannt und hast du nicht gesehen. Und ja, eher eine 3- sogar. Sané würde ich auch bei einer 3 sehen. Wie gesagt, diese Körpersprache, diese Stehenbleiben teilweise. Ich komme damit nicht klar. Ich verstehe es auch nicht. Er hat's mal ein paar Spiele abgelegt gehabt, wo er von den Fans sogar ausgepfiffen wurde. Dann war das weg, dann war alles gut. Und jetzt ist es wieder da. Ja, klar, wenn er Bock hat, arbeitet er mit nach hinten um 110% mehr wie ein Gnabry. Gar keine Frage. Nach vorne heute auch der die Dinge eingeleitet hat. Hat er mir sehr gut gefallen, 2-3 Mal. Aber ansonsten, alles was dazwischen war, diese Körpersprache, dieses Abwinken, dieses Stehenbleiben, dieses Mäh, wie ein kleines bockiges Kind. Alter, das hat bei uns nichts zu suchen. Sorry. Bleibe ich bei verkaufen. Trauerspiel. Gravenberch auch viel Licht, viel Schatten, muss man fairerweise sagen.
Sehe ich auch bei einer 3, bei einer 3 minus vielleicht. Wie gesagt, hat versucht, ein paar Lücken zu stopfen, musste auch ein paar Lücken stopfen hinten für Mazraoui. Ansonsten aber auch, ja, 2, 3 leichte Ballverluste gehabt. Nicht ganz so präsent, wie es schon mal war. Hat aber viel versucht, ja, auch nach vorne, aber hatte heute nicht so auch die Ideen nach vorne, so die Pässe so in die Tiefe und sowas auch heute nicht wirklich da. Aber fairerweise, wir haben es gerade in den Statistiken gesehen, haben wir heute nach vorne auch nicht wirklich wahnsinnig viel gemacht. Ja, da waren die ersten 30 Minuten noch gut. Danach war nach vorne eigentlich gar nichts mehr von uns, ne? Traurig aber war. Müller, Müller würde ich auch eine 3 geben. War für mich der am meisten geackert hat. Ja, vorne. Also auch nach hinten. War teilweise am eigenen 16er. Ist unendlich viel gelaufen. Ja, hat wieder seine Faxen da gemacht. Hier pressen und hier pressen, wo keine Sau drauf gehört hat, die ihn einfach alle ignoriert haben. Hat sich aber echt den Arsch aufgerissen. Hat getan, gemacht. Habe ich dann auch nicht verstanden, die Auswechslung. Beziehungsweise, ja, man hätte irgendwie argumentieren können, ja, ist jetzt ein bisschen müde und so weiter. Aber die Spieler, die dann dafür eingewechselt wurden, kommen wir gleich zu. Gnabry. Serge. Mein Freund Serge. Habe ich schon gesagt heute. Da wir deutscher Meister geworden sind, bleiben wir mal bei einer 4. Normalerweise müsste ich ihm mindestens eine 5 geben. Ja. Aber er hat immerhin den Ball über 2 Meter auf Jamal gespielt, der dann das 2:1 gemacht hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Ansonsten war von Gnabry gar nichts zu sehen. Ja, auch nicht nach hinten gearbeitet, gar nichts. Vorne, keine Ahnung, Speed gab's nicht. Immer nur rumgetrabe. Ganz, ganz wilde Leistung. Ja, wie gesagt, Cancelo kam dann für Müller. Ja, habe ich nicht verstanden, den Wechsel. Habe ich gar nicht verstanden. Also der ging mir gar nicht in die Birne rein. Weil Cancelo ist dann nach links gegangen. Wir haben mit einer Viererkette weitergespielt und Mazraoui war dann im rechten Mittelfeld. Ja. Habe ich nicht verstanden. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, habe ich nicht verstanden. Konnte ich nicht wechseln. Nee, konnte ich. Ging nicht in meinen Kopf rein. Ich meine, hätte man zur gleichen Zeit noch irgendwie Schuppo gebracht oder hätte ich noch irgendwie argumentieren können, ja, vielleicht wollen wir jetzt mal ein paar Flanken schlagen. Herbert Schuppo kam dann für Coman, der auch die Flanken schlägt, und Gnabry, der unterirdisch war, durfte weiterspielen. Ich meine, am Ende des Tages hat der Tuchel recht gehabt. Wie gesagt, der Gnabry hat den Ball über 2 Meter auf den Jamal gespielt. Von daher, ja, hat er mit seinen Wechseln recht gehabt. Dass Jamal dann in der 84. für Goretzka eingewechselt wurde, ja, war eigentlich, wie gesagt, es war ein Witz, dass er schon nicht viel, viel eher eingewechselt wurde. Ja. In der 71. dann Leon für Grafenberg. Ja, kannst du argumentieren. Wie gesagt, Grafenberg war jetzt auch nicht so mega stark. Fand ich noch okay. Schuppo für Coman fand ich nicht okay. Schuppo für Gnabry hätte ich okayer gefunden, ja. Coman, wie gesagt, war für mich der stabilste, hat das Tor gemacht und ja, war auch verdient, definitiv, dass man dann ja, wie gesagt, ich komme immer noch nicht klar auf den Cancelo-Wechsel für Müller. Ja, wild. War echt meine SSD voll. Aufnahme gestoppt einfach drin. Wo war ich? Ich war beim Cancelo-Wechsel, ne? Ja, habe ich gesagt. Habe ich nicht verstanden. Generell dann dieses Versuchen irgendwie, ja, I don't know. Keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht verstanden, ist auch wurscht. Nochmal am Ende des Tages hat der Gnabry den Ball gespielt, deswegen war er zu Recht noch auf dem Platz. Deswegen sind wir deutscher Meister geworden, weil Jamal ihn reingemacht hat. Somit hat der Tuchel alles richtig gemacht. Für mich einfach ein Spiel oder eine Saison mit Auf und Abs, die heute in allem gegipfelt haben, was man sich irgendwie hätte vorstellen können. Da werde ich mit Sicherheit 1-2 Tage brauchen, bis ich das mal alles einordne und realisiere. Und dann werde ich auch noch mal meine abschließende Meinung zu den Spielern über die Saison gesehen loswerden und auch zu der Mannschaft. Auch zu der Vereinsführung, obwohl ich das schon oft genug getan habe. Aber ich denke mal, wenn das heute Abend noch da irgendwie verkündet wird, dass die beiden fix weg sind. Ich fand es ein bisschen schwierig, bin ich ganz ehrlich. Erstmal fand ich es ein super Interview von Müller, wer bei Sky geguckt hat.
nach dem Spiel. Auch, dass er so ehrlich war und ja, Herr Müller hat selber gesagt, eigentlich ist es nicht verdient, dass wir Deutscher Meister sind und dass es ihm menschlich leid tut für den einen oder anderen, der in Dortmund spielt. Ich denke mal, hat er gerade an Mats Hummels gedacht. Ja, dass er aber am Ende Sportler genug ist, um natürlich alles dafür zu tun, dass wir Deutscher Meister werden. Ich denke, das trifft's ganz gut und das trifft auch so ein bisschen meine Gefühlslage. Wie gesagt, ich freue mich riesig. Ich kann es gerade nicht so ausdrücken. Bin vorhin richtig eskaliert, wo das Tor gefallen ist. Das hatte schon so 2001er Vibes. Aber sich jetzt hier hinzusetzen, ja, und jetzt irgendwie alles schön zu reden und in rot-weißen Farben einzutauchen, ist auch der falsche Weg. Natürlich darf man das jetzt auch nicht sich hier hinsetzen und sagen, ja, wir sind jetzt Deutscher Meister und ja, bla, Sülz. Nee, wir sind Deutscher Meister. Ja. Und das am Ende des Tages verdient, weil wir nach 34 Spieltagen vorne stehen. Aber es fällt halt schwer, das alles so anzunehmen, wenn man so die Rückrunde sieht von uns. Ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Und von daher ist das gerade alles so ein Wechselbad der Gefühle in mir drinne. Und ja, von daher würde ich sagen, lassen wir da mal den morgigen Tag ins Land gehen und dann werde ich am Montag, ist ja Feiertag, dann werde ich da nochmal ein bisschen die Saison-Revue passieren lassen und da ein bisschen meine Meinung zu sagen. Und ich denke, bis dahin werden wir dann auch schon wissen, ob eventuell schon Nachfolger feststehen. Wie es aussieht, wird ja der Dresden-Fan Olli kommen. Bin ich sehr gespannt. Ja, er ist auf jeden Fall ein legitimer Nachfolger, wie ich denke. Er hat natürlich jetzt nicht diesen Fußball-Hintergrund. Ja, müssen wir den unbedingt haben auf einer Position von einem CEO? Ich denke nicht. Dass es ein Kalle damals so gut gemacht hat, ja, Respekt, keine Frage. Aber ich denke, auf der Position musst du nicht unbedingt einen Fußball-Hintergrund haben. Ja, weil du bist nicht in erster Linie für den Kader da oder für sonst was. Ja, du hast da andere Aufgaben. Sportvorstand oder Sportdirektor sehe ich da schon ein bisschen anders. Da bin ich sehr gespannt. Da war ja was vom Jochen Sauer zu lesen, weil er wollte ja eigentlich den Verein verlassen, beziehungsweise in eine andere Position gehen mit unseren Partnerclubs und so weiter. Hat dann jetzt doch den Vertrag verlängert. Ich denke, das ist halt schon im Hintergrund alles gelaufen. Ja. Ich denke, man wird nicht im Brazzo entlassen haben und kann jetzt keinen Nachfolger präsentieren. Das ist halt auch nicht der FC Bayern. Wenn der Brazzo auch wirklich weg ist, dann ja, wundert mich schon ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Bin ich dann sehr gespannt auf irgendwelche Statements. Ich weiß nicht, wer die machen wird. Kann ja dann eigentlich nur der Heiner machen, ne, als unser Präsident, wenn die anderen beiden weg sind, die da irgendwie was zu sagen könnten. I don't know. Ich denke, das werden interessante Tage werden. Ja, ich bin sehr gespannt, was morgen los ist in München. Ich hoffe, ja, dass genug Fans da sind, aber ich denke, da werden genug Fans da sein und da wird ein bisschen Party sein. Wie gesagt, die Mannschaft hat sich am Ende des Tages verdient, das zu feiern. Ja, wie ihr merkt, ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil viele Spieler haben es nicht verdient, sage ich euch ganz ehrlich. Aber sie sind halt Deutscher Meister und dann haben sie es doch verdient. Aber von den Leistungen her, von der Einstellung her, ich sag euch, das ist wenn ich mich so zurückerinnere, ja, wild. Einfach wild. Wild. Selten so ein Gefühlschaos bei einer deutschen Meisterschaft gehabt, sage ich euch ganz ehrlich. So, von daher, jetzt will ich mich nur noch wiederholen. Von daher, Leute, das soll in erster Instanz mal gewesen sein, zur deutschen Meisterschaft oder eher zum Spiel in Köln. Wir werden die Saison noch Revue passieren lassen, beziehungsweise ich werde das tun und ja, dann schauen wir mal. Lass mal ein bisschen sacken alles. Und wir sind Deutscher Meister. Punkt. Zum 11. Mal in Folge. Und ja, die Bundesliga hat auch ihren Willen gekriegt. Es war entspannt bis zum letzten Spieltag. Ja. Gut, am Ende des Tages hat die Bundesliga nicht ihren Willen gekriegt, weil wir Meister geworden sind, nicht der BVB.
Dass man dann in Köln pfeifen muss, da vielleicht nochmal ein Wort zu. I don't know, weiß ich, fühle ich auch nicht wirklich. Ja, sag ich euch ganz ehrlich. Fühle ich auch nicht wirklich. Irgendwo kann ich es vielleicht ein bisschen verstehen, weil es nun mal zum 11. Mal hintereinander deutscher Meister wir geworden sind. Aber wenn es so knapp ist und wir gewinnen und Dortmund halt nicht gewinnt am letzten Spieltag zu Hause gegen Mainz, dann sich dahin zu stellen und den deutschen Meister auszupfeifen, weiß ich nicht. Muss man das machen? I don't know, fühle ich persönlich nicht wirklich so, bin ich ganz ehrlich. Fand ich jetzt auch nicht so eine, ja, fand ich ein bisschen armselig. Vielleicht lag es auch daran, dass viele Dortmunder im Stadion waren, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es da eine Fanfreundschaft gibt oder was, aber weiß dann noch nicht, warum man zum Köln-Spiel geht, sich da ins Stadion setzt mit einem Dortmund-Trikot und 90 Minuten auf sein Handy guckt, um sich das Spiel in Dortmund anzugucken. Also packe ich mir auch am Schädel, sei mal dahingestellt, muss ich nicht verstehen, solche Leute. Wie gesagt, fand ich jetzt nicht so geil, aber gut, ist halt so. Euer Hass ist unser Stolz. Das ist das perfekte Schlusswort. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich bedanke mich bei allen, die hier zugehört haben, bei irgendeiner Podcast-Plattform, die hier zugeschaut haben auf YouTube. Ganz interessante Info für die Leute, die sich den Podcast reingezogen haben. Solltet ihr irgendwelche Kommentare, Äußerungen haben dazu, geht einfach auf meinen YouTube-Channel, da könnt ihr in die Kommentare posten. Das werde ich mir durchlesen. Und in diesem Sinne, es wird morgen, übermorgen noch das eine oder andere Video kommen, wo wir das dann mal ein bisschen besser aufarbeiten alles. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, tschüssi.